In der Nacht, wo Jesus auf die Welt kam, war eine Gruppe von Schafhirten auf dem Feld und sie haben miteinander diskutiert. Seitdem wir auf diesem Hügel oben die Schafe haben, ist die Wolle der Schafe so weich und wächst so schnell nach. Das muss auch vom Gras sein, das sie hier fressen. Stimmt, die Felle sind schon weicher geworden. Aber es könnte auch sein, weil ich seit kurzem am Abend den Schafen ein Schlafliedli vorsingen. Ich denke, dass der Hügelzug gut gelegen ist, für zum Sterne zu zählen und die Schafe weg von den vielen Lichtli gut schlafen können. Du! Was ist denn das für ein strahlendes Licht? Die Hirten sind erschöpft. Der Himmel ist ganz hell geworden ab diesem Licht und ein Engel ist direkt vor ihnen erschienen. Der Engel hat spannende Neuigkeiten für die Hirten gehabt. Ihr müsst nicht Angst haben. Heute ist euer Retter geboren. Sein Name ist Jesus. Packt alles zusammen und geht ihn besuchen. Ihr findet ihn eingewickelt in einem Tuch in einer Krippe von einem Stall. Das ist eine unglaubliche Nachricht. Der Retter ist geboren, aber in einem Stall. Warum denn in einem Stall? In einem Stall? Sie sind nicht rausgekommen. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir genau wissen, wie und wo Gott jetzt eingreifen sollte. Doch Gott weiss es aber besser. Er überrascht uns immer wieder auf das Neue. Die Hirten sind aufgestanden, haben Sack und Pack genommen und haben sich sofort auf den Weg gemacht für auf das Bethlehem. Also, dann gehen wir. Wir wollen eigentlich wissen, ob der Engel recht hatte bei dem, was er uns erzählt hat. Mir nimmt Wunder, wie der Retter aussieht. Die Hirten haben Josef, Maria und Jesus gefunden, so wie der Engel ihnen gesagt hat, nämlich in einem Stall. Wie sie das alles mit ihren eigenen Augen gesehen haben, haben sie begeistert überall in den Dörfern das alles erzählt. Hört uns zu. Der Retter ist geboren. Ja, genau. Eine neue Zeit ist angebrochen.